Hi Leute, na alles klar? Willkommen zurück bei Dragon Ball Z Burst Limit. Im letzten Part ist ja einiges passiert. Tenshinhan und Vegeta haben sich beide mit Cell angelegt und Vegeta konnte Cell mehr oder weniger besiegen. Aber dann hat dieser eine verrückte und seltsame Idee ausgesprochen, nämlich sich mit C18 zu vereinigen. Und Vegeta, dieser Vollhorst, sorry, ich muss es so aussprechen, hat natürlich nichts Besseres zu tun, als Cell seinen Wunsch zu erfüllen, und so sieht er nun aus. Oh mein Gott. Aber wisst ihr was? Kapitel 12 nehmen wir uns ein anderes Mal vor. Jetzt erst kommt Kapitel 11, Gohans verborgene Stärke. Also in anderen Worten, Moment mal schnell, normal, so. Goku denkt, ein normaler Super Saiyajin ist einfach optimal. Daher bleibt auch einer. Achso, die sprechen wegen den Dingern. Wegen dem Ultra Saiyajin, weil dieser ja zu viel Stärke und zu wenig Schnelligkeit hat und deshalb nichts drauf hat. Hallo? Ja, hoch, normal, danke und geht doch. So, dann kommt jetzt also der Kampf zwischen Gohan und Goku im Raum von Geist und Zeit. Na, das könnte mal ein spannender Fight werden, oder? Also ich hoffe es zumindest. Hallo? Ich dachte, ihr seid im Raum von Geist und Zeit, aber seid... meine Güte. Waren die Entwickler wirklich zu faul? Dann anständigen Background hinzupflastern oder was? Was war das gerade? Goku hat meinen Schlag abgeblockt. Ich glaub's nicht. Alter, Goku geht dir voll. Ey, aber sonst geht's noch, ja? Kamehameha. Mein Fehler. Mann, nee, lass mich mal... Ich will doch einfach einen Move einsetzen. Geht doch. Was ist da alles, Gohan? Wow. Yeah, das haut rein! So, jetzt haben wir dann einen alten Vater mal auf den Sack, wollte ich gerade sagen, aber der hat natürlich mal nichts Besseres zu tun, als in den Aura-Funke-Modus zu gehen, und das geht mir langsam etwas zu schnell. Weg hier! Tschüss! Komm doch her, komm doch her! Kannst du vorstellen. Ja, Mann, ey! Du bist ein Rabenvater, man geht doch nicht so auf sein eigenes Kind los! Ups! Scheiße, jetzt so weit weg! Weißt du was? Was du kannst, kann ich auch. Tschüss, Mann. Ich hier? Ups. Fast kein Ki mehr. Nein! Der hat seine dämlichen Würfe. Tja, das war ein Fehler. Das war noch ein bisschen. Der war doch fies. Mein armer Rücken. Warte. Zweimal derselbe Trick funktioniert bei mir nicht. Jetzt reicht's so. Manni! Hallo? Erprobungsangriff, Gohan. Jetzt? Da ist ein bisschen anderer. Mann! Wieso klappen die Moves nicht mit mir, wenn ich sie einsetzen will? Oh, deinen alten Vater verlangst du. Wow! Also wenn Goku abgeht, hey, dann gute Nacht. Alter! Leute! Das war ja mal... Boah! Ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Also Goku ging ja mal richtig ab. Du hast es sehr verbessert, Gohan. Danke! Und ich bin total am Arsch. Das nicht... Was? Der hat nicht so hart gekämpft, wie er konnte? Er dachte schon, ey. Alter Scheiße. Gohan lag falsch. Goku hat doch alles gegeben. Ich dachte schon, ey. Was? Nur Rang S für den Kampf? Ja, kennt mich doch mal am Arsch lecken, ey. Also das war mindestens Rang Z, mindestens. Ja, ist egal, also. Kapitel 11 abgeschlossen, gehen wir weiter zu Kapitel 12 und hoffen mal, dass Cell etwas... Oh nein. Der Gott der Furcht und Verdammnis ist geboren. Cell hat den perfekten Körper. Wer stoppt ihn? Und natürlich muss ich als Cell kämpfen. Ja klar. Da heißt es, wer stoppt ihn? Und ich muss als er selber kämpfen?
Jetzt mal ganz toll. Also müsste ich mich rein theoretisch von Vegeta jetzt vermöbeln lassen, damit die Welt nachher gerettet ist. Ja, wie ich es mir dachte, ein perfekter Körper ist nichts, worüber es sich zu sprechen lohnt. Nun, das war sehr unhöflich. Also, würdest du mir beim Aufwärmen helfen? Na gut. Wenn du jemanden zum Aufwärmen suchst, dann lass uns anfangen. Das kann auch was werden. Okay, Cell steuert gar nicht mal so schlecht. Was kann denn der Alte alles? E-Shield hat er. Kamehameha nach vorne. Teleporten kann er auch. Die Fresse gehen lassen auch. Mane, Cell, das ist ein Cheater. Was ist denn ein Super-Move? Oh, es funktioniert sogar. Ich hätte es eigentlich erwartet, dass Vegeta ausweicht, aber Pustekuchen. Dann legt's mal erstmal hin. Setze ich etwa deinen Final Flash ein? Nee, oder? Ja, weg hier! R2, zu spät! Dabei habe ich doch die Taste gedrückt! Menschenskind. Hat es sich einfach ausgeruht, ey. Hallo? Doch? Oh. Jetzt nach oben mit dir! Ups! Alter! Selbst, sag nach oben! Ja, nach unten. Nein, 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 nein! Check the ball! Yeah! Das geht rein! Das haut rein! Mann, jetzt die Würfe! Ja, seht ihr? Ich kann das auch! So, jetzt beenden wir das Ganze mal! Schnell, schnell, schnell! Ging gerade nochmal gut. Aber Cell ist echt ein Monster, hey. Hat kaum Schaden angesteckt und Vegeta 0, nichts pulverisiert. Könnte man sagen, oder? Du bist vielleicht eine Nummer. Irgendwie bist du noch am Leben. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde dein Leiden beenden, Vegeta. Hm? Ich töte dich, Cell! Oh, Trunks ist sauer und wird zum Ultra Saiyajin. Rang. Ja, geht doch. Rang Z wieder mal. Das Kapitel jenseits von Super Saiyajin ist jetzt verfügbar. Geil, Mann. Also wahrhaftig, der Kampf zwischen Cell und Trunks. Super Trunks lässt die Erde beben. Er ist mehr als bereit, sich Cell zu stellen. Ja, und wie er sich selbst stellt, seht ihr im nächsten Part von Dragon Ball Z Burst Limit. Bis dahin.